Gott Sien niet falsch op Eden, nummer 16. Kun reden als Johan dit. Vergangene week zagen we waar Moses aus de Zeen van Pharao zijn dochter ab was. We zagen aber ook wo hij zich liever tot de Israëlieten taalde als tot de Egypter. Door wer vor allem dat Lothar ook niet schwor, in egyptischer Absichten dood te schlonen. Dat eerste wat we daarvan leerden wir, dat Moses zijn Eltern en de paar jaar wo Moses nog bij aan weer, een zeer grote Einfluss op hem gehad hadden. Wir seien davon, wo neidig dort erst, dat wir unsere Kinder von ganz klein an das Wort Gottes beibringen. Wann sie dann älter waren, haben sie so fast das Vertrauen zum Herrn, dass sie sogar eine gottlose Gesellschaft abwassen können, ohne vom wahren Glauben an Jesus aufzukommen. Hältst du dort verneidig, jeder Tag mit deiner Familie taub uit de Bibel zu lesen und zu beten? Wer am seine Familie ein geistliches Leben besorgt ist, der wird das tun. Weil wir doch anfangen, jeder Tag beim Dash mit unserer Familie taub eine Karte Andacht zu holen. Das meint, dass wir einen Kartenaufschnitt lesen, den ein bisschen erklären und dann taub beten. Dort worden die Kinder niemals vergeten und sie worden die nachher dafür sehr dankbar sein. Was mir in dieser Geschichte über Moses besonders abfällt, ist, dass Gott das tauleidt, dass das nie leider auch Fehler mög. Hij leidt dat tau, dass Moses in Ägypten doodschlug. Hij deed hem ook nicht voorts dafür rechten. Gott fiel dat aber dadurch so, dass Moses nicht mehr ein leichtes Leben hat, so es vorher. Hij leidt dat tau, dass hij uit Angst plitsch naar Midian wegrennen moest. Waarom leidt Gott dat alle tau? Moses had je but nu am Tjenning zijn Paulus gewohnt. Hij had je jeder Dag mit dem Tjenning reden konnt. Waarom schickt Gott hem nicht voorts nom Tjenning, te beden dat hij Israël uittrekken leidt? Nu aber had Gott dat toegelaten, dat Moses zich dat beim Tjenning für immer verdorven had. Aber Gott seine Wege sind nicht unsere Wege. En seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gott aber wisst ganz genau, was hij deed. In de eerste 40 jaar van Moses zijn leven had hij dat leicht gehad. Hij had but nu kontrief leven. Hij weer but nu hoog aangezien geweest. Hij weer während de eerste 40 jaar zeer hoog uitgeleerd. De Bibel zegt van hem in Apostelgeschichte 7, vers 22 zo. En Moses wordt de wijsheid van de Egypter alle geleerd, en hij weer gewaltig, en woordjen ook en weerd. Als mensen würden wir denken, hij weer nu als leider om basten door te brokken. Hij weer jong, en hij wist waarin hij zich voor de höhere ambtjes van Egypten benemen moest. Voor de nächste 40 jaar zal hij leren een Schopshoort te zijn, wat kaum te leven had. Gott wil Moses dorthin brengen, dat hij zich niet op zijn eigen kracht en wijsheid verloten deed. Hij zal dat leren zijn vertrouwen ganz op den Herrn te zetten. Onze Geschichte geht von dir dann wieder. In 2. Mose, Kapitel 2, Vers 15 sagt es so. En de Pharao hierd von dieser Sache und sagt Moses umzubringen. Moses aber stürk uit en hield sich an dat Land Midian ab, en hij zat zich wie een barmdol. En dat weer zo, dat die Priester von Midian 7 Dachten had. Die komen en schapten die Drängträge voll, vor seine Herden zu drängen. Aber die andere Hordes komen en sprengden dem alles weg. Dann stund Moses ab, halb an, en drängt ihre Herden. Dat Land Midian wird da, wo Moses noch einmal soll dat Volk Israel durchführen. Dat ligt direkt osten von Ägypten, aber an der anderen Seite von dat Rode Meer. Dit is een land met weinig weiden en water. Dat jeft aber sehr viel Steine en Zandwildnis. Viele davon is Wüste en dat höhere Sinai-Gebirge. Daarmank is ook de Berg Horeb, wo Gott Moses viele Jahre later de Gesetztafelen gaf. Als hij de Dachte van Jethro,
de priester van dit land geholpen had, laut Jethro am an. En zo kwam dat ram, dat Moses daar blijf, en ook met de tijd zich met Jethro zijn dochter Zipporah bevried. Hier maakt Moses zich dan ganz thuis en wordt een hoord, en post nu zijn schwiervader zijn herden op. Hier wordt dan ook zijn eerste zoon geboren. Den nannt hij Gershom. Gershom bedient ein einsamer Fremder. Dit weer nicht bloß een denkzadel voor Moses, dat hij nicht an zijn woorden thuis weer, aber ook voor dat jonkje, dat wanneer eerst op was, zijn nomen am denken holp, dat zijn woorden thuis nicht in Midian, aber in Kanaan weer. Moses heeft bestemd verken daran gedacht, wo rief hij dat in Egypten had. Wanneer hij dan in de grote wiesten had, nur de schop abpost, moet hij zich doch auf en toe nur die tiden gesehnt han, als hij in den scheinen, reinen Palast vom Pharao wohnt. Aber von all diese Dinge will Gott Moses nu aufwarnen. Wenn Moses de Leider von sein Volk sein soll, dann kann hij nicht unter das verwirkelte Leben im Palast gebunden sein. Hij muss ein Mann worden, wat op den Herrn vertrauen kann, und nicht op den Pharao sein Geld und seine Macht. Hast du allemal daran gedacht, dat Gott uns einstmal der schwere und unverständliche Tiden durchführt, uns denken zu helfen, dat diese Erde nicht uns wahre Thuis ist? Die Hauptsache ist, dat wir immer bereit sind, nur dat wahre Thuis zu gehen, wann hij uns raubt. Jest du auch von der durch eine schwere Tijd? Zat din Vertrauen ganz op den Herrn. Hij will die durch Noda nur anbringen. Hij will die durch diese Schuld durchanschrien, dat hij für die mehr bedient, als all dat andere, wat du but nu so viel gerechnet hast. Krijgt dus Moses, will hij die durch diese Schuld reitmerken, dat du am wirklich nofallen kost. Unsere Geschichte geht in Kapitel 3 wieder. Nu wären dat al dicht bei 40 Jahre later. Moses hat sich al ganz daran gewandt, in Hoord te zijn. Nu wie hij al meest 80 Jahre alt. Dan kwam dat eines Dörres so ram, während hij in de Wüste nur de Schop abpost, dat hij plötzlich wat unbegreepelijk zag. Da wie zo'n Struckbaschje wat brennen deed, aber dat verbrennt nicht. Dat blijft einfach so am brennen. Dan wil hij een beetje noder gaan om te zijn wat dit voor een Wunder weer, als der plötzlich een Stern uit het Vier kwam. Dat weer die Engel vom Herrn, en die zeid, Moses, Moses, komm nicht noder, trag die de Schau uit, wils de steht, wo boven du stehst, es heilige Erd. Dan zei de Herr to am, ik zie de Gott van dine Voders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Dan bedacht Moses zich dat je zegt, wils hij angst had God aan te kijken. God zei dan to am, ik had het elend van mijn volk in Egypten gezien, en geschrie wegen ihre aandrieven ha ik geheerd. Jo, ik kan ihre weideu. Daarom zie ik raufgekomen, aan van de gewalt van Egypte te raden, en aan uit dit land en een goudet in een ruimjet land te vieren, een land wat met maaltjen honnig everand, op de steed van de Canaaniter, Hittiter, Amoriter, Periziter, Hiviter en Jebusiter. Dit moet voor Moses een erschrakkendes Erlebnis geweest zijn. Hij wordt hier aan, wo heilig Gott is. Kein Mensch kan uit zichzelf genoeg Goude tonen, om voor God te bestonen. Jeder einer, ook Moses, moet zich voor dem Herrn deibütchen. Keiner, ook nicht Moses, kan Gott aanchecken, wils Gott so heilig is. Aber ist dat nicht ein grautet Wunder, dat Gott en seine Gnade no ans kämmt, so es hij no Moses kam? Uit ons selbst, weil wir Menschen meistens wenig von Gott weiten. En unseren unbekehrten Zustand, weil wir gewöhnlich bloß unseren eigenen Weg gehen in uns Leben so leben, als uns das gefällt.
Wann Gott sich nicht die Milch mögt, nur uns zu kommen und uns zu raten, würd wir alle ab einmal verloren sein. Hier kam hij uit Not nur Moses, am zu sagen, dat nu die Zeit gekommen wir, wo hij die Kinder Israel raten wird. Besonders interessant ist, wo Gott sich Moses openbaart. Hij zei hem, ik zie de Gott van dine Voders. Dat meint, hij weer dezelfde Gott, wat Abraham, ook Isaac en Jacob hadden aangebeet. Hij had zich, een andere woord, nog nicht verändert. Erst dat nicht wat wunderbaret, dat wir een Herrn haben können, der immer even rein blijft. Aber wat mir noch doller abfällt, ist dat Gott seht, ik zie de Gott von Abraham, von Isaac en von Jacob. Hij seht nicht, ik weer de Gott von Abraham en Isaac en Jacob. Wann hij had gesagt, ik weer, dan wordt het gemeint han, dat Abraham en Isaac en Jacob zo'n stuk vee dood wären en niemals ware leven würden. Aber indem hij dit seht, ik zie de Gott, meint dat Abraham, Isaac en Jacob noch immer leefden, wie sie nu bij dem Herrn zijn. Krijgt diesen Beweis, brukte mal der Herr Jesus, als die Sadduzäer sich mit am streiten, dat de Dodes nicht abstonen würden. Dann seht Jesus in Markus Kapitel 12, 26 bis 27, en ob die Dodes abstonen worden, ha je in Moses seine Schriften nicht gelest, wat Gott zu am bij dat brennende Bosch seht, dat hij Abraham zijn Gott, Isaac zijn Gott, en Jacob zijn Gott is. Gott is nicht die doodje Gott, aber die levende Ära. Al hier im Alten Testament wordt ons durch diese Wörter vom Herrn gelehrt, dat der Mensch no dem Dood leeft. Wo wirst du no dienen Dood leven? Ob ewig beim Herrn oder ob ewig in der Hal, wo einer ab immer von Gott in seine Not getrennt ist? Die Bibel sagt uns, dat bloß wir dort wählen können, wo wir die Ewigkeit zubringen wollen. Gott hat sich für uns entschlossen, als er Jesus nur uns schickt. Die Frage ist, ob du die für ihn entschlossen hast. Abraham und Isaac und Jacob haben sich alle persönlich zum Herrn bekehrt. Hast du das allemal getan? Wenn nicht, dann bist du ab den Weg, wat eine ewige Verdammnis führt. Aber Gott will die von der Sklaverei von deinen Sünden raten, kriegt so, als hij die Kinder Israel von der ägyptischen Sklaverei raten will. Aber wo will Gott die Kinder Israel raten? Die nächste Wörter vom Herrn will Moses nicht hören. Der Herr sagt in Kapitel 3, Vers 10 so, nu go han, wils ik die Pharao schicken will, dat du mein Volk, die Kinder Israel, uit Ägypten führst. Moses hat sich in diese 40 Jahren al ganz dazu geschickt, dat hij immer in Midian in Schopshort sein wird. Hij hat Ägypten in sein Volk mehr oder weniger vergeten. Door weet je ook nicht viel, wat hij doen kon, sein Volk zu helfen. Hij had je als junger Mann mal op seinen eigenen Weg geprüft, aber dort hat je am Krieg en all diesen Trouble gebracht. Also, hij wir nicht sehr neugierig danach, wat der Herr am hier ablehnt. Moses hat verschiedene Uitreden. Hij zei zu Anfang kurz, wer zie ik, dat ik nom Pharao gaan zal en de Kinder Israel uitführen zal. Diese Uitrede hielt sich sehr bekannt. Wer zie ik? Dat hielt sich sogar demütig an. Aber der wahre Grund wir, dat am dat nicht jankert. Der Herr aber seht in Vers 12, ik war met die sennen, en dit zal für die dat Teken sennen, dat ik die geschickt hab, wann du dat Volk uit Ägypten geführt hast, wo hier an diesen Burg Gott deinen. Diese Wörter vom Herrn mögen mir denken an dort, wat Jesus einmal seht, als hij seine Nachfolger befahl, in alle Welt in den zu gehen, alle Menschen das Evangelium zu bringen. Dann seht hij ook, ik wil met u zijn. Für Moses wird dit Versprechen noch nicht genug. Seine nächste Uitrede wir,
dat hij zijn volk niet wordt bereden kunnen, dat de Gott van ihre Vaters Abraham, Isaac en Jacob am wirklich geschickt hat. Wann sie am fragen, wat sie nomen wir, wat soll hij dan sagen? Hier sei wie, dat Moses en ook dat ganze Volk Israel den Herrn bloß wie de allgemeine Nomes zoals Gott oder als de Allmächtige kannten. Moses hat bestimmt in guter Grund dit te fragen. Wils hij in zijn Volk al so viele Jahre bij de Ägypter gewohnt hadden, wären sie dort gewarnt, dat de Ägypter viel verschiedene Jätter hadden. Jeder einer hat einen anderen Namen. Nu will hij dan erst einmal weten, wat Gott sein eigentlicher Namen wär. Dann sagt Gott zu ihm, ich zie wer ich zie. Dit is een sehr besonderer Namen, wils de dat uittrekt, wo Gott en seine Person is. Ich zie drekt seine eeuwige Gegenwart uit. Hij is nicht, ich wir wer ich wir, wils dort dann bedienen wird, dat hij een eng hat. Für Gott ist dort immer nu. En wann dat ook 1000 Jahre later is, dann ist dat für Gott noch immer nu. Des Nomen wiest ook dorop aan, dat Gott vollständig uit sich selbst lebt. Hij is de allein Bestemmender. Wie Menschen motten uns alle dorop verloten, dat Gott uns das Leben schenkt. Aber Gott lebt uit sich selbst, wils hij selbst das Leben is. Diesen Nomen brucht Jesus einmal als de Pharisäer am Beginnerden in früheren auf hij dan Abraham geseinen had. En Johannes 8:55 seht ihr an, Eia Abraham wir, sie ich. Die Pharisäer wussten gut, wat Jesus damit meint. Dann wären sie furz rietend doll und wollen am Steinchen, wie es hij sich zu Gott gemerkt hat. Hij hat gesagt, ich sie, en er steht, ich wir. Des Nomen deiden de Juden dann Lothar en de Bürgstoven Yahweh vercharteren. Des Nomen wordt dann in onze Bibel als Jehova oder als Haar übersetzt. Dann sieht Gott noch mehr zu Moses. Go han, versammel de Leiders van Israel en zei an, Yahweh, dat meint, ik zie wer ik zie, de Gott van june Vaters, de Gott van Abraham en Isaac en Jacob, is mij bejegend. Ik heb over ju geneve abgepost, wat de Egypter junt aangedonen han. Ik wou junt uit Egypten uitvieren, naar een land wat met melk en honig randt. Te Moses zei de Heer, hij zal nu naar den Pharao gaan, en am dat zeggen dat de Heer, de God van de Israëlieten, am bejegend weer, en am geschickt had, am te zeggen dat hij de Israëlieten gaan leidt, am dem Herrn en de Wüste te dienen. Dan kwam Moses nog met een nieuwe uitrede over deel. Hij zei bloos, die worden mij niet leven. Dan zei de Heer, wat hast du an deine hand? Dat wie zo'n stok wat alle schopshoords dreuren. De Heer zei, hij zal den hand schmieden, en dan wordt het plötzlich ne Schlang. Wann Moses die dan om Seerle anpakt, dan wordt het waar een stok. Wann hij zijn hand hengeret haamt sturk, dan wordt zijn hand ganz uitsalzig. Wann hij dat waar deed, dan weer de hand waar ganz gezond. Met deze tekens soll Moses beweisen, dat Gott am geschickt hat. Wann sie dort nicht leibden, dann soll Moses Water uit dem Nil nehmen en dort ab Erd scherden, en dan wird dort bloot worden. Aber zu all dit sagt Moses, ich habe eine schwere Zunge en kann so unbeholpen reden. Gott aber sagt, wer hat den Mensch sein Mühl gemerkt? Han ich der Herr? Nu go, en ich war mit deine Tongue sennen, en war die jeven wat du reden sollst. Noch einmal stellt Moses sich das weer en sagt, ach, schick doch een anderen. Dan wird den Herrn seine Geduld alle. Hij sagt Moses dann, dat zijn älterer Bruder Aaron voor hem reden wordt. En zo gaf Moses endlich an en ging terug naar Egypten, om dort te doen
wat de Herr am abgelegd had. En wo zit het bij ons? Zijn we ook zoals Moses, wanneer God ons wat ablegt? Wanneer du een kind Gottes best, en du Jezus in die hart abgenomen hast, dan hast du ook nog abgove anderen daartoe te helpen, dat ze zich tot Jezus bekeren. Wel we niet zoals Moses zijn en zeggen dat een andere dat doen zal. Vielleicht sagst du ook, du hast ne schwere Tongue en kost vom Glauben nicht reden. Der Herr sagt dasselbe zu dir. Hij heeft deine Tongue gemerkt, en wordt met die zinnen, dat du dort reden kost, wat hij hebben wil. Wel we nu nog tot beden. Lieve Herr, ik bid voor al die, wat du van dir roepst, aber wat alle hand uitred han. Laat aan van dir gehoorzaam worden, in die en ihr Leben aanloten, in die deinen. Schenk ook, dat sie mochten daarvan te anderen reden, zoals du dat hebben wirst. Amen. Wanneer je nog vragen han, over dat wat je op dit programma gehoord han, mijn telefoonnummer is 204 346 0523. Ik wens je allen een goede week. Op hier.